Aber ich habe dann eigentlich schon im Verlauf vom zweiten, dritten Lehrjahr gemerkt, hey, ich will etwas schaffen, wo ich nicht so ortsgebunden bin, wo ich nicht 0815, so blöd gesagt, im Büro hocke, das ganze Leben. Der Sammy, der ist nicht einfach nur ein normales Teammitglied bei uns, sondern er ist gleichzeitig auch mein Cousin. Anderes Beispiel auf Instagram, am Reels schauen bist, ja, das ist einfach ein reines Konsumieren, wie eine Chipspackung, die einfach reingeht. Wenn man einfach ruhig etwas macht, dann geht es im Hirn nachher weiter, habe ich das Gefühl. Willkommen beim Storyflow Podcast. Dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von den ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter die Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz. Finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der dritten Podcast-Folge vom Storyflow Podcast. Heute habe ich meinen zweiten Gast da. Gestern habe ich noch mit der Lim geredet, aber heute habe ich eigentlich den Mann bei uns, der schon am längsten bei uns arbeitet. Und das, obwohl er der Jüngste ist im Team. Und zwar der Sammy, 24. Er ist angehender Multimedia-Produzent aus Chur und arbeitet schon seit bald 4 Jahren bei uns. Hat ursprünglich mal bei uns Praktikum gemacht und ist jetzt aktuell gerade an der Bachelorarbeit von seinem Multimedia-Production-Studium. Sammy, sehr schön, bist du dabei. Danke, Flo. Hoi. Sagen wie bei der Lin, oder? Du hast ja auch gar keine Wahl gehabt, oder? Wenn ich sage, wir machen so etwas, dann habt ihr gefälligst. Ja, geht dafür auch auf Arbeitszeit, das ist ja auch nicht schlecht. Mal was anderes. Genau. Hey Sammy, wir haben vorher, wo wir ein bisschen Vorbesprechung gemacht haben, habe ich dich gefragt, was so ein bisschen wie ich dich sonst noch vorstellen könnte, ausser als Multimedia-Produzent, was so ein bisschen deine Hobbys sind. Und wir haben ein bisschen herausgefunden, du bist nicht nur im Studium irgendwie multimedial unterwegs, sondern auch sonst recht multikulti, recht vielfältig. Wolltest du uns mal noch so ein bisschen erzählen, einfach ein paar Worte zu dir, wer du bist und was dich sonst noch so im Leben so fasziniert? Ja, ich kann es mal probieren. Wie du gesagt hast, ich bin auf vielen Wegen unterwegs. Bin auch eine Person, die nicht gerne für sich allein ist und in der Ruhe. Bei mir muss immer ein bisschen was laufen. Zum Teil auch ein bisschen das Problem. Genau, was mache ich denn so? Nebst dem Studium und nebst bei Storyflow arbeiten. Ich tue eigentlich auch sonst gerne so Plattformen aufbauen und betreuen. Ob es jetzt Velos sind aus zweiter Hand, die wir probieren über Instagram verkaufen mit Velokur oder mit einem Kollegen bei seinem NGO mein Know-how einbringen im ganzen Marketing, Kommunikation. Dort tue ich manchmal auch den ganzen Social-Media-Auftritt machen. Ja, und sonst bin ich auch eine recht spontane Person, bin viel unterwegs, schaue viel und gerne Fußball. Habe dort auch ein bisschen eine Sucht für ein NFT-Fußballspiel entwickelt, wo mir recht Spaß macht. Und ja, recht spontane Person. Bin jetzt auch gerade vor einer Woche angefragt worden von einem Herr aus meinem Umfeld, den ich kenne, der in der Politik tätig ist, ob ich noch nicht noch Lust hätte, um ihre Liste zu füllen. Sie haben etwa zu wenig und bei so etwas bin ich eigentlich dann einmal auch dabei, wenn etwas auf mich so zukommt. Genau. Sehr cool. Das ist klingt eigentlich genau so, wie ich dich schon seit jeher kenne. Das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, oder? Also, der Sammy, der ist nicht einfach nur ein normales Teammitglied bei uns, sondern er ist gleichzeitig auch mein Cousin. Mit seinen 8 Jahren, als er jünger ist, kenne ich ihn natürlich seit klein auf und ich habe dich schon immer als rechts, Duracell-Häsli auch erlebt. Also du magst nicht lang still hocken und hast immer eigentlich recht Drive. Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen, oder? Also du bist jetzt in dem Studium, oder? Aber du hast ursprünglich eigentlich mal etwas ganz anderes gelernt. Wie hat denn bei dir so ein bisschen der Start in die Berufswelt angefangen? Was hast du ursprünglich gelernt? Ja, also ich habe ursprünglich eigentlich ganz basic KV-Lehre gemacht auf der Raiffeisenbank in Chur. Das war eigentlich sehr spannend gewesen, hat mich
spannend gedacht, eine gute Grundausbildung. Aber ich habe dann eigentlich schon im Verlauf vom zweiten, dritten Lehrjahr gemerkt, hey, ich sehe mich nicht mein ganzes Leben auf der Bank. Ich habe recht viel gelesen und mich interessiert für verschiedene Themen, wie so Wirtschaft, Politik, Finanzen, Work-Life-Balance und so ein bisschen auch Zukunftstechnologien und habe dann für mich gefunden, hey, ich will etwas schaffen, wo ich nicht so ortsgebunden bin, wo ich nicht 0815, so blöd gesagt, im Büro hocke, das ganze Leben. Und genau nachher habe ich dann dir mal in der RS ein Telefon gegeben. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern magst. No, mag mich noch gut erinnern. Genau, da bin ich im Studium gewesen, oder? Also, beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich schon fertig gewesen bin. Nein, Ich glaube, wahrscheinlich bin ich du schon bist fertig gewesen. fertig gewesen, ja. Ich bin fertig gewesen. Aber ich habe natürlich, weil mein Studium, das ist auch, also bei dir eigentlich, in deiner Heimatstadt, in Chur, habe ich studiert 3 Jahre. Habe natürlich dann in dieser Zeit auch sehr viel Zeit bei euch verbracht, bei euch, in der Genau. Familie. Haben wir ein paar richtig auch gute Fußballöben und so gehabt, gell? Also, noch mit, dem Onkel und dem Papi und so. Also, oder auch immer sehr gut gegessen natürlich. Also, das ist, für mich auch fast ein bisschen ein zweites Zuhause geworden. Ich weiss auch ganz gut, also bei dir im Zimmer, wo du jetzt ja gerade aktuell hockst und deinen Podcast aufnimmst, Ja. dort hat es extrem viele Bücher oben auf den Kästen. Das hat mich eigentlich schon immer so recht fasziniert bei dir. Du bist wirklich ja, sehr belesen und vor allem auch sehr vielfältig. Also du liest alle möglichen auch Biografien und Sachen von verschiedensten Himmelsrichtungen, sage ich jetzt mal. Und was ich eigentlich noch spannend finde bei dir, ist, dass du eigentlich bei ganz, ganz vielen Themen immer auch so ein bisschen verschiedene Perspektiven reinbringst. Darum, ich bin jetzt auch gespannt, falls du jetzt in die Politik gehen, wer weiß, was denn dort so ein bisschen deine Philosophie oder dein Ding wird sein. Ich glaube, was du sicher nicht bist, oder so habe ich dich bis jetzt nicht erlebt, ist festgefahren. Also weißt du, auf irgendeiner Meinung, sondern du lässt dich da wirklich auf mega viel Verschiedenes ein. Und darum habe ich auch das Gefühl, bist wahrscheinlich jetzt mit dieser Berufswahl oder mit dem Karriereweg, wo du dich jetzt drinnen befindest, mit drinnen, auch nicht schlecht unterwegs, weil das halt auch, also wenn wir uns in einer Branche befinden, in einer Welt, wo extrem vielfältig ist. Jetzt aktuell hast du ganzes, ja, schon ein spannendes Projekt am Laufen, auch ein wichtiges Projekt für deine Ausbildung. Und zwar bist du jetzt eigentlich im letzten Semester von dem Studium und solltest in den nächsten Monaten deine Bachelorarbeit schreiben, Genau. umsetzen. Kannst du uns zu dem vielleicht ein paar Worte erzählen, was da genau so dein Plan ist, was du für das Thema gewählt hast und vielleicht auch wieso? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Mir war wichtig gewesen, dass ich in meiner Bachelorarbeit etwas mache, wo ich natürlich viel lerne für die Zukunft. Und auch, wir haben bei uns nicht nur die Bachelor-Thesis, also die klassische Bachelorarbeit, sondern auch noch das Lehrprojekt. Und dort ist mir auch wichtig gewesen, dass ich etwas in der Hand habe, wo ich mich dann nachher cool tut und wo ich ja, viel kann davon profitieren kann. Und meine Bachelor-Thesis habe ich mir jetzt eigentlich so ein bisschen auf den Titel festgelegt, Marketing im Jahr 2024. Und ich würde mir gerne so ein bisschen schlau machen, was für multimediale Innovationen sind und vor allem Fokus auf KMUs, also ob es jetzt Strategien, Praktiken sind. Da möchte ich ein bisschen auch den Austausch suchen mit KMUs, aber auch mit Agenturen, die die KMUs betreuen. Und ich würde ein bisschen einen Leitfaden herausfinden, wie man im 2024 bestmöglichst günstiges auch Marketing kann machen für Firmen, die jetzt vielleicht nicht das grösste Budget haben. Und ich habe auch das Gefühl, wird dann sicher auch die künstliche Intelligenz, die ja recht auf dem Vormarsch ist, wird sicher auch noch ein Thema sein. Das muss man dann sicher auch noch anschauen, weil das ja heutzutage, habe ich das Gefühl, immer mehr Relevanz gewinnt. Ja, das Stichwort KI ist natürlich auch gerade wieder ein sehr schnelllebiges Thema. Da wird sich wahrscheinlich nur schon im Verlauf von deiner Bachelorarbeit wieder irgendwie x Sachen ändern, x Neuerungen kommen. Wir sind jetzt gerade in dieser Woche, wo wir es jetzt hier aufnehmen, ist, glaube gerade das Wochenende oder einfach so vor ein paar Tagen, ist ja das neueste Feature von OpenAI rausgekommen, Sora, genau, nicht so rare, zu dem kommen wir vielleicht mal später, zu dem Fußballgame da, sondern Sora. Und für die das nicht mitbekommen haben, ich wollte jetzt nicht behaupten, irgendjemand unter einem Stein leben, keine Ahnung. So, also ich glaube, alle, die sich so ein bisschen in dieser Content-Creation-Welt
schon bewegen, die irgendetwas mit auch Videoproduktionen am Hut haben, haben wahrscheinlich mittlerweile das vernommen, was da am Kommen ist. Ist schon länger eigentlich am Kommen, aber dass es jetzt schon so schnell so weit ist, erstaunt, glaube ich, doch viele, erstaunt auch mich. OpenAI hat ein Tool rausgebracht, oder ist es am rausbringen, wo du wirklich eigentlich Text-to-Video kannst Videos erstellen lassen. Und zwar nicht einfach irgendwelche so Meme-Videos oder so, die irgendwie ein bisschen skurril aussehen, sondern wirklich irgendwie Blockbuster-Qualität. Also, dass du, ja, also es ist schwierig, über einen Podcast zu beschreiben, wie das aussieht. Das sollte man wirklich selber mal schauen. Es ist wirklich bahnbrechend, was da auf uns zukommt, was man wirklich mittlerweile kann einfach über AI an Videos generieren lassen oder auch an Videos verändern. Und ich würde eigentlich sehr gerne mit dir ein bisschen auch über die Geschichte mal reden, weil ich das Gefühl habe, eben gerade auch, weil du dich dann wahrscheinlich in der Bachelor-Thesis auch noch mit dem Thema willst befassen und sicher auch sonst schon eben, du bewegst dich auch so ein bisschen in diesen Welten, was immer gerade so ein bisschen Neues kommt, technologisch, wie du dann vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung siehst, oder? Also, ich für mich bin so ein bisschen gemischt, oder? Ich sehe es auf der einen Seite die technologischen Fortschritte auch positiv, weil es uns natürlich irgendwo durch auch Arbeit kann erleichtern oder an sich einfach vielen Leuten kann helfen, um eben gerade so ein bisschen die eigene Geschichte zu erzählen, zum mehr können produzieren, einfacher können produzieren. Da bin ich eigentlich immer dafür, für den technologischen Fortschritt, wo das vereinfacht, wo halt das alles nicht mehr nur denen vorenthalten ist, wo irgendwie viel Geld haben, um jemanden beauftragen, oder halt, ja, wo mega lang irgendwie haben müssen sich das irgendwie selber aneignen. Also, das ist für mich so eigentlich das Positive, und das Negative ist natürlich, dass sich irgendwo durch alles ein bisschen die Richtung entwickelt, dass wir irgendwann gar nicht wissen, was ist echt und was nicht. Und das ist, finde ich, schon auch etwas, was man muss kritisch hinterfragen in dem ganzen KI-Thema. Wie siehst du das? Ja, also ich habe eigentlich eine sehr ähnliche Meinung wie du. Ich sehe es auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Ich würde mir jetzt, glaube ich, wer auf Content Creation mit künstlicher Intelligenz spezialisiert, jetzt gesamtgesellschaftlich, würde man da, glaube ich, rechte Büchse öffnen, habe ich das Gefühl. Jetzt leider in unserer Branche habe ich zum Teil schon ein bisschen so ein Angst, dass man halt quasi ersetzt wird. Jetzt gerade noch mit dem neuen Update, so braucht es dann überhaupt noch jemanden, der Videos macht und so, aber ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass es das weiterhin braucht. Ich bin auch gespannt, ob die Rasante-Entwicklung wirklich so kann weitergehen oder ob es irgendwann dann auch mal einen Peak gibt. Das wird sicher spannend sein zum Beobachten. Ich habe einfach das Gefühl, man muss das mit dieser Welle ein bisschen mitgehen und das lernen. Dann kann es einem sehr viel Hilfe abnehmen. Also auch wir dann jetzt so gewisse Tools anwenden. Und ich bin da eigentlich auch recht viel so nebst dem Studium am Arbeiten, Videos schauen und probieren, dass wir lernen, weil ja, jedes Risiko, jede Gefahr bietet ja wieder neues Potenzial und neue Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, man darf dann auch nicht vergessen, wir sind da ein bisschen in einer Bubble drin, so ein bisschen als Content Creation Nerds. Uns ist das alles auf dem Schirm. Aber ich habe das Gefühl, bis das dann in der breiten Gesellschaft ankommt und die dann effektiv selber Videos kreieren gehen, habe ich das Gefühl, geht es noch recht lang. Was vielleicht einfach sein kann, ist, dass es Agenturen gibt oder vielleicht auch Leute aus der dritten Welle über Fiverr, wo man halt Videoaufträge halt recht Preis kann drucken. Das ist dann halt vielleicht ein bisschen eine Frage, wie sich da so Preisentwicklung entwickelt dort, genau. Aber da kannst du sicher auch noch mehr dazu sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es sich entwickelt, und ja, ich habe das Gefühl, man darf einfach nicht stehen bleiben und das Gefühl haben, mit das, was man jetzt kann, das verhebt, und man kann ja jetzt schon gute Videos schneiden und alles, sondern ich habe das Gefühl, man sollte das Ganze schon lernen und stetig dranbleiben. Genau. Voll. Also es ist spannend. Bin ich selber noch Gast gewesen in einem Podcast beim Nico Vogt vom Mach dein Ding Podcast, und dort haben wir das Thema auch noch gestreift. Für die, ich nehme an, zum Zeitpunkt, wo dein Podcast rauskommt, wird der wahrscheinlich auch online sein. Dort haben wir uns auch ein bisschen zu dem Thema unterhalten. Ich finde, er hat noch einen recht spannenden Satz gesagt, und zwar, dass gerade jetzt, wenn man jetzt so auf Kreativschaffende schaut, oder, wo vielleicht auch Angst haben, dass sie von einer KI dann irgendwie ersetzt werden. Er hat gemeint, du wirst nicht von einer KI ersetzt, sondern du wirst von jemandem ersetzt, der KI nutzt. Oder weil die Person, die das irgendwie dann halt sich zu Nutzen macht, wahrscheinlich effizienter wird können schaffen als du. Da bin ich schon auch
die gleiche Meinung. Also wir nutzen bei uns ja schon auch KI, also ChatGPT ist bei uns eigentlich auch ein bisschen im Daily Business drin. Und wir beobachten natürlich auch alles, was so geht, spezifisch auch im Videobereich. Und wir haben schon viele verschiedene Bereiche, wo wir eigentlich sehr davon profitieren, wo, glaube ich, auch unsere Kunden können davon profitieren, dass wir dort, ja, einfach so, ja, ich glaube, es ist dann weniger, eben, du hast vorhin gesagt, von Preisdrucken. Natürlich, wenn du dann irgendwie 1:1 das nimmst, was man jetzt vielleicht mit KI machen kann, und das vergleichst mit irgendwie vor ein paar Jahren, dann werden dort gewisse Sachen günstiger angeboten werden. Aber auf der anderen Seite heisst es auch, dass Kunden für das gleiche Budget einfach auch mehr bekommen. Und wir in dem Sinne auch nicht unbedingt viel mehr Aufwand haben, sondern wahrscheinlich in der Regel gleich auch weniger Aufwand. Und dann ist es ja ein Win-Win für alle, oder? Dann ist es nicht in dem Sinn, dass wir einfach den Preis gedruckt werden. Und dazu muss man vielleicht auch noch sagen, genau. Und ich glaube jetzt gerade auch in deinem Fall, oder, für die, also vielleicht zum kleinen Einblick geben, der Sammy, der ist bei uns vor allem auch als Cutter angestellt, also als im Videoschnitt bist du eigentlich hauptsächlich tätig. Immer wie mehr wahrscheinlich dann auch ein bisschen in Video- und Fotoproduktionen, wo du selber irgendwie unterwegs bist, aber aktuell bist du noch vor allem dort tätig. Und das ist natürlich ein Bereich, oder, wo KI immer wie mehr Arbeit in dem Sinn, wo du jetzt zum Teil auch in Fleissarbeit hast müssen machen, uns kann abnehmen, oder? Also, du machst viel ja auch in unseren Videoprojekten, tust du so ein bisschen, also du machst auch Videoprojekte von A bis Z, aber was du sicher auch bei vielen Projekten machst, ist, dass du so ein bisschen alles vorbereitest, oder? Das Videomaterial, so ein bisschen die guten Szenen sozusagen vorbereitest, die guten Ausschnitte bei den Videos, also wir nennen das B-Roll, alle Stimmungsaufnahmen, irgendwie so schaust, dass wir eigentlich dort nur noch eine Auswahl von gutem Material haben und alles, was irgendwie sozusagen Abfall ist, weil es irgendwie unscharf ist, verwackelt oder was auch immer, nicht relevant, das wegschneiden und das dann wenn zum Beispiel ich oder der Roger dann das finale Video oder so wird schneiden, nur noch eigentlich mit den schönen oder den guten Aufnahmen kann arbeiten, oder? Und das ist natürlich irgendwo durch auch ein bisschen eine Fleissarbeit, oder? Und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, wie zum Beispiel so einen Bereich, oder dann eher in Zukunft auch ein KI können machen. Also dort ist ja auch vieles am Gehen. Bei Adobe hat man schon ein bisschen Preview gesehen, was sie am Schaffen sind. Und das wird wahrscheinlich, also das wird sicher nicht so sein, dass nur weil wir dann halt den Prozess können der KI abgeben, dass du dann keine Arbeit hast, sondern deine Arbeit wird dann einfach eine Stufe weiter raufgehen, oder? Und du verbesserst dich durch das ja dann auch wieder, oder? Also, ich glaube, solange man selber eben nicht stehen bleibt und sagt, ja, ich habe nur das, oder? Und jetzt werde ich halt ersetzt durch irgendwie so einen AI oder so, muss man sich keine Sorgen machen, oder jetzt auch du bei uns keine Sorgen machen, sondern du entwickelst dich ja weiter und nachher kommst halt eine Stufe weiter rauf und machst dann mehr auch den Feinschliff von so Videos, oder man kann sich viel mehr wirklich um Storytelling widmen, weil man halt dann dort kann Zeit investieren, auch bei so vielen Projekten und nicht so viel Zeit drauf geht, in das ganze Büscheln, Audio optimieren, Zeug machen und so, sondern dass dann vielleicht in einer naher Zukunft, denke ich, einfach so ein paar Klicks weg ist und dann hat man das ready, oder? Genau, das ist quasi wie einfach ein Werkzeug ist, wo die einfach effizienter macht. Genau. Genau. Und es ist auch lustig. Sorry, sag. Du. Wenn man sich mal zurück überlegt, oder? Wir haben ja gerade in der Fotografie, der technologische Fortschritt, der hat irgendwann ja mal angefangen mit der Fotografie an sich, oder? Und jetzt, wenn du dir das mal überlegst, zu dem Zeitpunkt, wo die Fotografie, also das erste Mal irgendjemand eine Fotografie hat können machen, was das für eine Revolution eigentlich war. Weil vorher hast du irgendwelche Künstler gehabt, also Maler, die haben irgendwie über Tage, vielleicht sogar Monate hinweg, ein Gemälde von zum Beispiel einer Landschaft gemalt und haben probiert, das so genau wie möglich zu zeichnen, oder? Das war ja, glaube ich, so ein Trend gewesen, oder einfach eine Kunstform, der Realismus, oder? Wo man wirklich probiert hat, das so realitätsgetreu wie möglich halt irgendwie hinzubringen. Und, hat es dort Künstler gegeben, wo voll auf das spezialisiert sind, nichts anderes gemacht haben, oder? Und dann, von einem Tag auf den anderen kommt eine neue Technologie, wo es einfach noch darum geht, ein Knöpfchen zu drücken. Und dann hast du den Realismus, den sie vorher die ganze Zeit probiert haben zu machen. Das ist ja auch eine riesige Revolution gewesen, wahrscheinlich für die. Und da ist der Aufschrei dementsprechend, nehme ich jetzt mal auch, also gross gewesen in dieser Szene. Und gesagt, oh mein Gott, jetzt, was passiert jetzt? Oder jetzt hat unsere Arbeit keinen Wert mehr. Ja. Und ich glaube aber auch, dass nachher die Leute oder die Künstler, die flexibel gewesen sind im Kopf und gesagt haben, gut,
ich mache mir jetzt das zu nutzen, oder? Also ich mache jetzt halt vielleicht den Switch, gehe in die Fotografie. Die haben ja dann gleich das Know-how gehabt von, wie muss eine Komposition sein bei einer Landschaft, was sagen so verschiedene Lichtstimmungen darüber aus. Sie haben ja ihr Auge wahrscheinlich extrem geschult gehabt und sind instant einfach auch gerade viel die besseren Landschaftsfotografen jetzt in dem Fall gewesen, als jemand, der einfach, ja, frisch angefangen hat. Und ich glaube, an dem genau gleichen Punkt befinden wir uns jetzt halt auch. Das ist ja so. Es geht auch bei uns, habe ich das Gefühl, immer schneller. Also, ich sehe es nur schon, wo ich aufgewachsen bin, eben, jetzt mal in der Oberstufe ist dann einmal das erste Smartphone ein bisschen gekommen, einigermaßen, und ja, das ist immer schneller und besser geworden, und auch der Zeitstrahl jetzt wo Fotografie angefangen hat, so viele Jahre in der Menschheit, ganz am Menschheitsgeschichte sind es ja nicht gewesen, und es geht einfach immer schneller, und ich frage mich, irgendwann muss sich ja, also irgendwann muss der Wachstum oder die Innovation nicht stoppen, aber ich sage, es kann einfach nicht sein, dass es immer so schnell weitergeht, wie wie es in den letzten Jahren geht. Aber ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dranbleibt. Jetzt nicht nur in unserem Job, ich glaube auch allgemein im Leben immer etwas probieren, weiterzulernen und weitermachen und weiterentwickeln. Und dann kommt das schon gut, das wäre, glaube ich. Hoffen Wie wir's. gesagt, auch viel Chancen bietet das Ganze auch. Ja, wenn wir uns überlegen, unsere Jobs hätte es vor ein paar Jahren gar noch nicht gegeben, oder? Also, wir so auch ortsunabhängig miteinander können arbeiten. Ja. Du hast vorhin den Zeitstrahl erwähnt, wie sich das entwickelt hat von deiner Kindheit. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen einen Schritt zurück machen auf dem Zeitstrahl. Mal ein bisschen zurückgehen in die Anfänge von deiner, ja, vielleicht kreativen auch, von deinem kreativen Schaffen. Ich weiss nicht, ob du in der Kindheit hast du dort irgendwie so, Ja. was sind so deine Hobbys? Hast du dort schon irgendwann mal gerne gezeichnet? Oder irgendwie, weiß ich auch nicht. Bist du dort schon kreativ Ja. unterwegs Also, oder ist das erst später gekommen? Ich bin eigentlich immer von früher recht auf so Sportschiene gsi. Ich bin immer am Unihockey spielen gsi oder auf der Tunnelwiese am Shooten oder im Wald am Stauen und Feuerli machen. Und dadurch hat sich gar nicht gross das Kreative können entfalten. Aber ich habe immer gerne gezeichnet. Und dann auch, wo wir dann mal eine Kamera daheim hatten, ich und meine Schwestern, haben wir schon gerne einmal so Videos gemacht und auch Fotos, oder wo wir dann die erste Reise gemacht haben mit dem ersten Smartphone. Ich habe es immer gerne gemacht, aber irgendwie ja nie gross Wert drauf gelegt oder gemerkt, so, hey, das macht mir eigentlich noch Spass. Ich bin dann immer ja, mehr beim Sport gewesen, so etwas, was läuft. Aber dann während dem Arbeiten auf der Bank habe ich dann schon gemerkt, hey, so die ähnlichen Abläufe die ganze Zeit und so das gleichbleibende Muster, das gefällt mir schon nicht. Und ja, da habe ich mir halt ein bisschen überlegt, was passen könnte, und ich muss jetzt sagen, das kreative Ausleben, das gefällt mir recht gut, und ich habe auch das Gefühl, dass ich das ein bisschen von meiner Mami habe im Blut zieht, und recht grüner Daumen. Sie ist Floristin, schon ihr Leben lang, und auch bei uns daheim, es ist überall ein bisschen wie ein Detail und es ist immer schön kreativ, und ich glaube, ich habe das Auge ein bisschen von ihr entwickelt oder mit auf den Weg gekriegt, und ich habe das Gefühl, es passt eigentlich nicht so schlecht, und mir gefällt es auch, um mich da kreativ auszutoben und dazu lernen. Genau, und das ist so ein bisschen mein kreativer Werdegang, würde ich sagen. Aber am Anfang hat es eigentlich nicht so gross danach ausgesehen, aber mehr auch, weil man es vielleicht gar nicht gross eine Chance gegeben hat. Also Spannend. geht raus und schreibt eure eigene Geschichte. Ja, genau. Also du hast gesagt, Kreativität von deiner Mami. Was hast du von deinem Papi? Von meinem Papi würde ich sagen, habe ich mehr so die akribische Art und Weise, wie man schafft, so ein bisschen die effizient und sich einen Plan machen, Strategie machen, und natürlich sehr stark das Duracell hast du vorher gesagt, so dass mein Papa kann auch nicht still sitzen, der ist auch immer irgendwo am Joggen oder auf dem Bike wo rumfetzen. Das würde ich sagen, habe ich von ihm, und natürlich auch die Fußballfaszination und die Faszination für Argentinien. Genau, das habe ich auch früher auf in die Wiege gelegt gekriegt. Jetzt, das Umfeld macht ja oft auch recht, ja, einen grossen Teil auch von Entscheidungen aus, auch im jungen Alter, oder? Jetzt, kann man vorstellen, für viele Eltern, so in der klassischen Vorstellung ist, wenn jemand eine Banklehre macht und nachher sozusagen von dem weggeht, von dem sicheren Hafen, von so einer Bank, dann denkt man im ersten Moment vielleicht mal so, ich weiss ja nicht, ob das gut kommt, oder?
ich hätte lieber für mein Kind, für meinen Sohn, dass der da irgendwie seinen Weg da geht. Wie hat dein Umfeld, wie haben deine Eltern reagiert, die gesagt haben, hey, nein, du willst jetzt etwas komplett anderes machen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie haben nicht gross, also wie ich es einschätze und wie ich es in Erinnerung habe, einen Widerstand geleistet. Sie haben, also zuerst habe ich während BMS gemacht und das hat ihnen ja wie auch sicher auch gepasst, dass dann noch quasi der Schritt noch möglich wäre, um noch so zu studieren und so. Aber wo ich ihnen dann eigentlich so ein bisschen meinen Schlachtplan, meine Strategie aufgezeigt habe, habe ich das Gefühl, da sind sie eigentlich recht zufrieden gewesen. Sie haben so ein bisschen, glaube ich, in ihrer Erziehung so die Art und Weise, jetzt nicht so voll Hundeleine und quasi sagen, in welche Richtung es geht. Sie geben mir immer Inputs, aber sobald sie, glaube ich, das Gefühl haben, hey, der ist auf einem guten Weg, dann sie mich machen lassen und ja, wenn sie dann merken würden, hey, das gibt nichts, würden sie dann schon intervenieren und ihre Inputs geben, aber das ist, glaube ich, nie so weit gekommen und sie haben mich, glaube ich, ein bisschen einfach auch machen lassen. Und ja, ich glaube, auch dadurch, dass sie halt bei dir und bei Meli gesehen haben, wie das funktioniert und wie die Arbeitswelt ist, ist für sie vielleicht auch spannend gewesen, um jetzt mich erleben, wie ich mich entwickle. Und auch jetzt sehen sie auch, dass ich neben dem Arbeiten auch so ein paar Aufträge machen bin, ein bisschen eigene Selbstständigkeit bei euch. Sie sehen, dass ich von überall aus arbeiten kann. Ich habe ihnen auch schon von meinen Reiseplänen in Zukunft erzählt, wo ich arbeiten kann. Und das ist sicher für sie auch sehr spannend, aber es ist dann gleich immer wieder das Thema, so, du musst dann schauen, dass du genug in die AV oder in die 3 Säulen einzahlst und so. Das Bünzli-Tum kommst du auch dort ein bisschen führen, aber das sehe ich natürlich auch. Und da kommt mir dann auch wieder meine Banklehre entgegen, wo ich halt so das Ganze gesehen habe, wie, blöd gesagt, unsere Wirtschaft funktioniert und wie man gut kann vorsorgen. Ja. Ja, ich glaube, ein bisschen Bünzlitum haben wir wahrscheinlich alle in uns und das ist ja wahrscheinlich auch nicht schlecht. Genau, solange es nicht überhand nimmt. Also zumindest nach unserer Lebensphilosophie her oder so, sind wir schon eher so ein bisschen auf dem Freigeist Modus. Du hast erwähnt, du hast einen Reiseplan nach dem Studium. Weißt du schon mehr, wo das hin willst, was so ein bisschen deine Pläne sind? Ja, also ich habe das Gefühl, ich weiß schon mega lange, wo ich hin will. Ich habe auch nach der Lehre BMS gehen, schon reisen, länger. Dann ist aber Covid gekommen und dann haben wir das Praktikum vorgezogen und jetzt da die 3 Jahre Studium. Und ich hatte dann eigentlich geplant, hey, ich gehe dann gerade nach dem Studium, aber jetzt würde ich gerne noch meinen Zivildienst fertig machen. Und ich habe das Gefühl, so in einem Jahr etwa, wenn dann alles passt, auch mit den Chefen, wenn die auch noch so grünes Licht geben, aber das haben wir ja auch schon angeschaut, dann würde ich gerne einmal ein bisschen weiter weggehen. Und zwar reizt mich Südmittelamerika sehr. Und ich würde einfach gerne mal einen Hinflug buchen, Rückflug noch gar nicht gross. Und ja, von dort aus dann arbeiten und auch noch ein bisschen ja, die Natur und Menschen dort erkunden, wie das so ist. Also ein bisschen ähnlich wie ihr es ja auch gemacht haben damals in Asien und Australien. Ich würde mich so gerne vielleicht am Anfang so Kolumbien, Argentinien, also Chile, Peru, Bolivien, Nicaragua, Panama, was mich ein bisschen anzieht. Ich glaube, ich habe jetzt da noch nicht den Ort, wo ich anfliege, aber ich bin dann, habe mir vor, an einen Ort anfliegen, vielleicht dort ein bisschen sein und dann auch schauen, was für Leute ich kennenlernen, in welche Richtung geht es. Genau, auch ein bisschen offen sein. Aber es geht in die Richtung, glaube ich. Suena bien, klingt gut. Ja, du kannst mir dann auch Spanisch beibringen. Spanisch, ja, mal schauen, wie es Spanisch. sich kann. Ja, genau. Hey, bevor wir eigentlich so jetzt sind wir zwar schon ein bisschen in der Zukunft gewesen, he? Ich möchte gleich nochmal in deiner Kindheit bleiben. Und zwar, bei uns dreht sich ja sowohl im Business, aber auch jetzt bei dem Podcast dreht sich ja alles ums Geschichten erzählen. Und ich werde dort gerne eigentlich mit meinen Gästen probieren, das ist, mal schauen, wie das funktioniert, aber auch so ein bisschen herausfinden, was sind denn so die Geschichten gewesen, die man vielleicht in der Kindheit gehört hat oder auch selber aktiv irgendwie gelesen hat, geschaut hat, wo einem vielleicht auch geprägt haben oder wo einem inspiriert haben. Es gibt ja so viele verschiedene Helden, die man vielleicht auch hat in der Kindheit, wo man sich damit identifiziert, ob das irgendwelche Comicfiguren sind, ob das irgendwie aus Büchern sind, ob das irgendwie aus Filmen Leute sind. Hast du da, oder fällt dir da irgendeine Geschichte ein, wo du denkst, hey mal, das ist so, die habe ich x-mal irgendwie gelesen und die hat mich so länger begleitet? Ja, also da fällt mir schon etwas ein.
als Kind habe ich gar nicht gerne gelesen, das ist erst so ein bisschen mit in der Lehre angefangen. Aber ich bin immer auf Nickelodeon gewesen und habe immer Avatar, Herr der vier Elemente geschaut. Das ist Mhm. sicher sehr prägend gewesen. Und ja, wo ich dann ein bisschen älter geworden bin, habe ich mal Herr der Ringe geschaut mit meinen Nachbarn, die alle älter sind. Und Herr der Ringe, muss ich schon sagen, hat mich auch sehr prägt und finde, beide haben wie auch so eine versteckte Philosophie dahinter und ich finde es auch mega spannend. Ich habe zum Beispiel auch Avatar in der RS, wo ich Zeit hatte, mit 18 nochmal geschaut und haben Sachen, die die gesagt haben, so Lebensweisheiten, die sehr spannend sind. Also, weiß nicht, soll ich ein bisschen drauf eingehen, Gern, ja. Also probieren? Ja, was sind denn vielleicht so eine Philosophie oder irgendwie, ja. weißt du, wo du das Gefühl hast, da gibt's vielleicht passiert dort auf der Meta-Ebene noch ein bisschen mehr als nur jetzt das Abenteuer, die Action oder so. Ja, also bei Avatar, ich habe das Gefühl, jetzt recht viel halt auch mit so ein bisschen der Spiritualität zu tun und ein bisschen auch so ein bisschen buddhistische Religion, so ein bisschen so der Weg zu sich selber zu finden, wie man alle Elemente in den Griff kriegt und so quasi sein beste Ich kann sein und so die Balance zwischen Gut und Böse und ja, es ist sehr tiefgründig und auch was einmal so der Iro, das ist so der eine Meister, einmal so für Lebensweisheiten mit auf den Weg geht, ist sehr spannend. Also nicht probieren alles überstürzt zu machen, so ein bisschen mit durchdacht. Das ist jetzt so ja recht viel mit halt so, all die Manga-Serien sind ja alle ein bisschen ähnlich aufgebaut. Für mich ist jetzt Avatar so die gewesen. Und bei Herr der Ringe ist halt so ein bisschen der Kampf zwischen Gut und Böse. Das ist auch sehr spannend, wenn man sieht, wenn es geschrieben worden ist, ist es so voll in der Industrialisierung gewesen, so ein bisschen die Orks, die Bösen, Sauron, die so die Natur zerstören und alles kaputt machen. Und alle Mhm. anderen Völker probieren so dagegen anzukämpfen, aber sie haben wirklich keine Chance. Und der Kleine, der Hobbit, der kleine Mensch, entscheidet schlussendlich quasi, wo es angeht. Und die Philosophie habe ich schon auch ein bisschen, dass quasi im Kleinen etwas kann verändert werden, dass sich im Großen schlussendlich auch wieder gut wird. Das ist, würde ich sagen, wäre jetzt so ein bisschen meine schnelle Ja, hm. Interpretation zu Hey, dem wow, sehr Thema. spannend. Sehr spannend. Also Herr der Ringe, das ist auch eine von diesen Geschichten, wo ich also wirklich durch und durch abgelesen habe. Ich habe da, das ist ein riesen Schinken, also gerade alle Bücher miteinander, also wirklich mehrmals gelesen. Aber diese Perspektive habe ich bis jetzt, glaube ich, erst so am Rande so ein bisschen gesehen. Also vor allem das eben mit dem, also die Industrialisierung, das Thema schon. Da gibt es ja so ganz explizite Szenen mit dem, zum Beispiel mit dem Saruman und wie heißt es dort, Waldbewohner, dort die grossen Wald, wie sagt man denn, Riesen, wo dann gegen ihn ankämpfen und dann, ja, irgendwie Bäume, wo wirklich abgeschnetzelt werden und ins Feuer gehalten werden. Und, also dort ist es sehr, so ein bisschen explizit. Aber dieses mit den Hobbits, dass sozusagen der Hobbit Mensch widerspiegelt, oder im Kleinen, wo auch noch, wo trotzdem, obwohl er eben klein ist und eigentlich nichtig in dem Ganzen, trotzdem eigentlich Veränderung kann herbeiführen. Den Aspekt habe ich bis jetzt so ein bisschen nicht so, habe ich zu wenig gesehen. Mega spannend, ja. Ja, spannend. Ist auch für die, was interessiert, es gibt ja eine Verfilmung von Biografie von Tolkien, ein Mhm. Spielfilm. Der ist auch sehr empfehlenswert, um nochmal ein bisschen zu verstehen, wie er zu dem allem gekommen ist, wie er das geschrieben hat. Also der ist mir auch Mhm. recht eingegangen. Und natürlich auch der Hobbit und die Amazon-Serie haben wir natürlich auch geschaut, gell? Mhm. Klar, Nebeneinander klar. haben wir Ja, wie so haben wir Freaks, sehr gut. YouTube-Links, Erklärungslinks Ja, zugeschickt. genau, genau. So gut, ja. Das ist mega spannend. Ich habe kürzlich einen Podcast gelost. Einer meiner Lieblingspodcasts ist im deutschen Raum ist Hotel Matze. Der führt ganz viel auch so spannende Interviews mit halt vor allem aus dem deutschen Raum Gästen, zum Beispiel der Jürgen Klopp auch, kann ich dir sehr ans Herz legen. Mega, mega spannend, also wirklich sehr Klappt. spannend. Sind auch meistens ein bisschen längere, aber ich kann sehr gut einfach auch immer wieder dort, wo du aufgehört hast, dann halt wieder einschalten. Und also ich glaube, die beliebteste Folge vom letzten Jahr, einmal aus der Community bei ihm, ist mit der Cornelia Funke gewesen, wo so Tintenherz, die wilden Hühner und so Drachenreiter geschrieben hat. Drachenreiter macht mich zum Beispiel auch noch sehr gut erinnern als Kind, dass ich das dort gelesen habe und dass das so ein bisschen, die Vorstellung, irgendwie auf einen Drachen zu steigen und dann mit dem irgendwie in Himalaya zu fliegen oder so und einfach, das hat mich da dazu mal auch schon fasziniert. Und was sie aber gesagt hat über Herr der Ringe, also Cornelia Funke, das ist auch, habe ich bis jetzt noch nie so gesehen, finde ich auch sehr spannend, spannende Deutung. Und zwar ist ja der Tolkien ist ja im Ersten Weltkrieg, glaube ich,
als Soldat gewesen. Und hat natürlich, das merkt man auch in diesen expliziten irgendwie Schlachtszenen und so weiter sehr, oder? Also auch mit dem eben industrialisierten, dass die Orks zum Teil so wie fast panzerähnliche Sachen gehabt haben und so weiter. Also das spürt man schon oder merkt man schon, vor allem wenn man es weiss natürlich, dass also merkt man, woher die Einflüsse kommen. Und was sie aber kritisiert, ist, dass in der Herr der Ringe Welt mit den Orks ist wie das Feindbild ist nicht menschlich. Oder? Also das Feindbild in diesen Schlachten, oder, die kann gemetzelt werden und gemacht werden und alles ist ja schliesslich, sind ja nur Orks, das sind nur Monster, oder? Ja. Und nicht andere Menschen oder andere halt, weißt du, wo einem das vielleicht näher würde gehen, dass jetzt dort schon viel gemetzelt wird. Und ja. Sie weiss zum Beispiel, also man weiss zum Beispiel auch jetzt im Ukraine-Krieg, oder? Dass zum Beispiel irgendwie die Ukrainer sagen den russischen Soldaten auch Orks, oder? Und das wird ja dann halt schon auch genutzt, um das Ganze ein bisschen verunmenschlichen, dass das ganze Schlachten und Kriegen und Töten sozusagen, ja, einfacher wird, oder? Und das finde ich auch noch spannend. Ja. Krieg ist halt schon nie etwas Schönes und da werden halt alle Register gezogen. Also ich verstehe den Ansatz von ihr, was halt, wie ist die Menschen, die man ja weiss, sind ja so ein bisschen da der Hexenkönig oder der Sauron oder der Sauroman, sind ja schon alles Menschen gewesen, die einfach ins Böse übrig geschwappt sind und dann wäre halt so eine Armee aus Toten quasi verbracht hat. Aber das ist auch ein spannender Ansatz, was sie da gehabt hat, ja. Mhm. Ja, ich glaube, es widerspiegelt halt einfach ein bisschen, was eigentlich so die Macht ist, oder so, ja, die Macht von so Geschichten, gell? Von Storytelling halt. Also ich bringe, wenn ich einmal so Workshops gebe und ein bisschen um Storytelling geht, ja auch oft so ein bisschen Beispiele, oder meine Geschichten sind so das mächtigste Tool, das man eigentlich hat, um andere Leute beeinflussen, oder? Wenn sich halt eine Gruppe von Menschen die gleiche Geschichte erzählt, oder? Dann hat man die gleichen Werte, die gleichen Ideologien und so weiter, und das kann ins Positive und ins Negative halt sehr mächtig sein. Oder? Also man hat da natürlich auch wieder explizite Beispiele, die bringe ich auch in Workshops, oder mit der Ideologie Nazi, Dritte Reich, wo halt Geschichte erzählt worden ist von ja, der Arierrassen, oder, wo ideologisch halt einfach über allem steht. Und das hat ja, dort haben ja die wirklich so mythologisch sozusagen auch wirklich die Quellen gesucht, wie sie das können begründen und so, und recht viel irgendwie auch Propaganda in die Richtung betrieben, oder, und so ein bisschen Hirnwäsche betreiben und so weiter. Und ich finde, das ist eben schon, muss man sich irgendwie auch bewusst sein, oder, dass das einfach, ja, Geschichten sind mega wichtig und haben mega auch denen, die Stereotypen und die Geschichten. Das haben wir auch in der Schule, im Major, wo ich hatte, wo es so ein bisschen um Werbung und Storytelling gegangen ist, hat uns auch der Dozent richtig reingetrimmert, so die Heldenreise, wo überall drin ist. Er hat uns da auch so recht viel zitiert von einem, der heißt Joseph Campbell. Der hat auch recht viele Bücher geschrieben, wo es um die Heldenreise geht, und zum Beispiel von Star Wars, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der George Lucas, genau, hat sich auch voll auf das Buch spezialisiert. Oder auch die Bibel, wie die Bibel geschrieben ist, oder wie Siddhartha, Geschichte vom Buddha geschrieben ist. Es ist immer ein ähnliches Muster, auch bei allen Märchen. Er hat immer ähnliche Wendungen, die es nimmt. Und das ist schon sehr spannend. Auch wie ursprünglich das schlussendlich eigentlich ist. Voll. Also einfach die Art und Weise, wie sich erzählt wird, ist anders. Früher mit Geschichten oder grossen Büchern und heutzutage mit 10 Sekunden Reels musst du Geschichte erzählen. Ja. Je nachdem, ja. Das ist so ein bisschen auch dort ein bisschen schneller geworden alles. Und ja, voll krass, ja. Up to date bleiben, dass man schaut, wie Geschichten am besten erzählt werden, in welchem Format. Genau, das ist ja dann wieder unser Job ein bisschen. Voll. Ich glaube aber, das ist ja dann auch das, wo unsere im Kern so ein bisschen die Expertise, oder ich sage mir das, oder ich hoffe, dass auch immer dazu führt, dass wir zeitlos bleiben, weil Geschichten an sich sind einfach zeitlos relevant. Also auch wenn, blöd gesagt, Video, oder wir sind jetzt auf Video spezialisiert, oder wir sagen, bei uns dreht sich alles ums Video produzieren, Content kreieren. Falls das plötzlich mal überholt wird, das Geschichten erzählen an sich, das wird nicht überholt, das wird bleiben. Da wird es vielleicht einfach eine andere Form geben, oder? Vielleicht gehen wir dann ins nächste Medium über. Vielleicht ist dann das Metaverse oder was auch immer. Aber das Prinzip vom Geschichten erzählen, vom Spannungsbogen, von eben dieser Heldenreise, das bleibt ja, oder, irgendwo durch. Und die Mechanismen. Und ich finde das schon noch spannend. Das kann ich dir übrigens sehr empfehlen. Das Buch von Campbell, The Hero's Journey, das habe ich bei meiner Bachelorarbeit auch gelesen. Also ich habe mal eine Bachelorarbeit gemacht und habe heute dann auch entsprechend irgendwie Literatur und so
Ich habe das, glaube ich, sogar noch irgendjemand. Also, wenn du das nächste Mal im Büro bist, könnt ihr das auch mal mitgeben, was das spannend das auch noch rein. Ah, du hast es. Ah, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Zwei von ihm. Das eine ist sehr kompliziert, muss ich nochmal drüber. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das ist sehr, sehr spannend. Ja, ist cool. Der Dozent hat mir recht geprägt mit dem Ganzen. Ich finde halt allgemein so Mythologien und Religionen, Geschichte sehr spannend, und dass ich das dann wirklich mit dem Studium, mit so, in unserer Zeit mit so Medien und Technologie und alles kann verbinden, habe ich sehr, sehr, sehr spannend gefunden. Mega. Einsichtig auch. Also ich mag mich zum Beispiel auch gut erinnern, wo ich die erste, glaube Einführungslektion, oder nein, es war nicht die Einführungslektion, ich war bei einem Infotag, bevor ich das Studium besucht habe. Und ich meinte einmal, das war dort gewesen, dort hat der alte Studienleiter, der ja jetzt bei dir nicht mehr Studienleiter ist, der Rudi Müller, hat uns irgendwie gesagt, hey, ihr seid sozusagen Geschichtenverzähler von der Gegenwart. Also das, was ihr macht, ist eben so da, wo man früher am Lagerfeuer gemacht hat, und ihr macht jetzt das halt in der Neuzeit. Und das ist so ein Satz gewesen. Da ist man halt abgeblieben und sagt, hey, das ist doch cool, oder irgendwie so Storyteller, so ein bisschen Geschichten erzählen. Das, eben, weil mich das halt selber auch immer fasziniert hat als Kind. Ich habe so gerne gelesen, so viele Geschichten, irgendwie einfach mich in die Welten nie, auch vielleicht zum Teil geflüchtet, gell? Aber gleich, das hat mich auch natürlich auch mega geprägt, und eben finde ich heute noch so, irgendwie macht es irgendwie auch aus, oder, wenn du kannst eine spannende Geschichte erzählen. Ich habe das Gefühl, also im Studium haben wir recht viel, wo ich das Gefühl habe, wo so ein bisschen Freaks in irgendetwas sehen, in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Buch, und so Geschichten, und es erkennt sich schon ein bisschen am Muster dort auch, dass die Leute dann auch ein bisschen so in dieser Branche arbeiten, was ja auch Sinn macht. Weißt du, was ich auch spannend finde, darum kann ich dir den Podcast, also die Podcast-Folge von der Cornelia Funke auch empfehlen. Das ist eine der grössten Geschichtenerzählerinnen jetzt im deutschsprachigen Raum, also absolut bekannteste. Und sie haben in diesem Podcast auch über so ein bisschen Storytelling-Konzept geredet, eben zum Beispiel Heldenreise. Und sie sagt, dass sie bei ihren Büchern, bei ihren Geschichten bewusst probiert, ohne die auszukommen. Oder? Weil man natürlich die Muster, und ich glaube, jeder, der irgendwie, wenn man halt gerne Hollywood-Filme hat und so, ist es ja auch einmal recht offensichtlich, nach was so für Muster die aufgebaut sind. Auch wenn man das irgendwie nie wirklich bewusst gelesen hat, man weiss immer so ein bisschen, wie so der Ablauf ist. Jetzt geht er von die Hause los, und dann hat er irgendwie mal einen Mentor, und dann muss er sich beweisen, und dann scheitert er, und dann, also immer, es ist immer so ein bisschen, sind ein bisschen die gleichen Muster, oder, wo dann irgendwie am Schluss dann, die Geschichte zwar schon spannend machen, aber es gibt auch nicht, also wenn sie halt einfach stier nach dem Konzept funktioniert, dann immer wirklich viel Überraschendes. Und ihre Art, Geschichten zu schreiben, entspricht eher so ein bisschen, also sie probiert wirklich voll die Kreativität freien Lauf zu lassen und sich wie in so ein Chaos hineinzustürzen. Also sie beschreibt den den Geschichtenerzählprozess bei ihr wie so ein bisschen, sie geht in ein Labyrinth hinein, wo ihre Figuren ein Eigenleben irgendwie entwickeln, und sie das einfach probiert, irgendwie den Ausweg wieder zu finden aus dem Labyrinth. Und dann muss sie halt vielleicht an gewissen Punkten wieder umkehren, oder? Wenn sie merkt, der Erzählstrang oder die Figur hat sich jetzt irgendwie so entwickelt, das geht gar nicht mehr auf, irgendwie, das macht gar keinen Sinn, das ist irgendwie nicht schlüssig, dann geht sie halt wieder retour und fängt wieder neu an zu schreiben, oder? Und so kommt dann das alles nachher eine andere Form über, wo man halt eben auch beim Lesen, glaubt, oder beim Hören von so Geschichten dann auch merkt, oder? Dass das irgendwie so halt nochmal andere Erzählmuster dahinter stecken. Finde ich mega spannend, und irgendwie, was ein bisschen etwas, wo ich probiere, mir zu sagen, das sollte man doch eigentlich bei uns dann auch irgendwie einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass nicht immer alles muss nach diesen Muster passieren, auch wenn die einem natürlich helfen, sondern dass man dort dann auch probiert, ein bisschen kreativer unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Das ist sicher so gut, wenn man nicht immer, also ich bin jetzt auch einer, ich habe einen Film fast lieber, blöd gesagt, ohne Happy End, wo ich wie überrascht bin, oder wo so einen Plot-Twist haben, die bleiben mir einmal mehr als die, wo ja klar ist, wie sich's entwickelt. Jetzt nicht, dass ich gerne eine Tragödie habe und so, das heisst dahingestellt, aber ja, einfach, ich habe auch gerne, wenn es nicht 0815 ist. Ich habe das Gefühl, bin ich nicht der Einzige. Ich habe das Gefühl, es gibt noch viele Leute, die genau das dann auch attached, wenn etwas quasi nicht nach einem Muster geht. Jetzt, das heisst, bei einer Plakatwerbung, wo anstatt gerade geschrieben, irgendwie schräg geschrieben ist, auf die schaut man an und fragt sich, hey, wieso ist jetzt die schräg? Also da die oftmals auch Aufmerksamkeit erzeugen, wenn es nicht
0815 ist. Wenn das Muster eben bricht, ja. Genau. Und, also mir geht es genau so. Alle Filme, die ich irgendwie im Kino schaue, meistens die einfach ein Happy End haben, die vergesse ich nachher wieder, oder? Ausser sie sind natürlich, also man eben Herr der Ringe, was auch immer, die haben ja auch eben ganz klar so die Heldenreise, aber die sind halt auch visuell und auch die Produktion extrem mega gut umgesetzt, oder Avatar oder was auch immer, oder wo ja schon auch alles so ein bisschen die Konzepte hat, dann sind andere Sachen, die einen beeindrucken. Aber so die einen wirklich berühren und irgendwie auch man später dann noch darüber nachdenkt, das sind eigentlich meistens nicht unbedingt die ein Happy End haben, oder zumindest nicht ein komplettes Happy End, oder? Wo irgendwie gleich irgendwie mit Schmerz verbunden ist, wo sich halt für mich auch gefühlt einfach mehr, also näher am echten Leben irgendwie befinden, weil im echten Leben ist ja auch nicht immer alles Happy End. Also es gibt vielleicht für gewisse Momente oder für gewisse Phasen im Leben gibt es ein Happy End, oder? Aber es ist ja dann nicht fertig. Und im Märchen ist es ja dann immer so, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Und dann ist es wie so fertig und es ist einfach so Happy End. Und im echten Leben geht es ja dann wie weiter und dann gibt es halt wieder mal eine Tragödie oder dann geht es im Leben wieder mal durch ab und dann geht es wieder durch und das macht es ja dann auch aus. Und darum bewegen mich auch immer so die Geschichte eigentlich mehr, die auch ein bisschen auf dem aufbauen. Ja, mir auch, ja. Oder die finde ich auch cool, die wir ein offenes Ende haben, wo einem wird die Interpretation, also zum Teil ärgert es mich dann so, weil ich es nicht weiss, aber von daher finde ich den Ansatz auch spannend, weil dann jeder in seinem eigenen Kopf das ausmalt. Das finde ich auch am Lesen sehr spannend, auch wenn man auch so Geschichten liest, dass man dort nicht immer dass man sich die Welt wie selber erschafft, wie die aussehen und so. Und im Film wird recht viel ja schon vorgehen. Voll. Genau. Das ist sicher so. Also ich sage mir, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viel gelesen, weil ich meistens, wenn ich am Abend lese, schlafe ich nach 2-3 Seiten ein und dann halt der Schlafmangel mit den Kleinen. Aber ich sage mir jetzt, wenn wir dann jetzt auf dieser Reise sind, dann habe ich halt wieder viel mehr Muße und Zeit, an den Tag durchzulesen. Und habe mir schon ein paar Bücher rausgeschrieben, die ich dann lesen will. Und ich freue mich eigentlich richtig darauf, dann wieder mehr mich in diesem Medium zu bewegen. Weil eben so ein bisschen, ich finde, das ist ein Vor- und ein Nachteil vom Medium Film. Du kannst halt sehr visuell arbeiten. Du kannst auch dort auch mehr Sinn triggern oder mehr machen, als nur, wenn du irgendwie nur Text hast oder nur Audio, wie man ein Kassettchen oder was auch immer. Kassettchen, ich weiß nicht, ob die Leute zuhören, gut. Du weißt was noch, was Kassettchen sind, oder? Ja, sicher. Da jung zuhören, nein. Genau, aber ich finde, das ist auch eigentlich ein Nachteil, weil es wird einem halt wie vorgegeben. Die Vorstellung ist wie so ein bisschen, eben, du bist einfach am Schauen, du konsumierst und du kannst dir irgendwie zu wenig deiner eigenen Fantasie freien Lauf lassen. Und bei einem Buch, das du liest, oder eben auch bei einem Hörbuch, was auch immer etwas, was du hörst, bist du natürlich viel mehr, das ist dein Hirn oder deine Fantasie viel mehr gefordert, die Bilder selber aufzustellen. Und das finde ich eigentlich auch schon noch, also auch schön. Es ist ein anderes Konsumieren. Du fühlst dich nachher einfach auch irgendwie anders, als wenn du einfach nur auf der Couch halt liegst und das ist wieder irgendwie, es kommt nur auf dich zu. Ja. Das ist nur eine Überflutung vielleicht auch von der Reiz. Und beim Ding wirst du gleich auch noch beim Lesen so ein bisschen angeregt. Oder dann passiert es halt, dass du am Lesen bist und dann machst du wie automatisch oder unbewusst Pause, weil du schnell über das nachstudierst und dann lesest du weiter. Oder beim Film tust du viel weniger wirklich jetzt, ich mache jetzt Pause und ich überlege mir jetzt nochmal schnell, was jetzt da gesagt worden ist, sondern es geht einfach weiter, oder? Genau, ja, man muss ja, glaube ich, kein Hirnforscher sein, um das zu erkennen. Also da gibt es ja zahlreiche Studien, aber quasi wenn jetzt auf anderes Beispiel auf Instagram am Reels schauen bist, sagt man ja, dass man quasi fast nichts bleibt hängen. Das ist einfach ein reines Konsumieren, wie eine Chipspackung, die einfach reingeht und dann möchtest du am Morgen wieder raus. Aber beim Lesen habe ich das Gefühl, dass man wie, oder auch beim Podcast, wenn man einfach ruhig etwas macht, tut man wie halt einen Samen setzen, wo sich dann geht es im Hirn nachher weiter, habe ich das Gefühl. Und probieren sich Verbindungen zu schaffen und probiert man wie eine neue Denkensweise sich aneignen, genau. Es wachsen neue Stränge. Es werden keine abgetötet wie beim so gut, ja. Das passt eigentlich, was ich eigentlich auch gerne die Leute einmal fragen ist, oder wir bewegen uns da immer so ein bisschen an der Schwelle, oder mit den Social Media Plattformen, oder bei uns geht es viel um die Plattformen, um die Formate natürlich auch in unserer Arbeit, aber eben auch als Creator selber.
Jetzt, du betreibst ja selber auch noch einen gewissen Kanal. Ja. Oder? Du hast ja, wir haben es eingangs erwähnt, du hast das Projekt mit Velo Chur und dann eben noch bei der NGO. Auf welchen Plattformen bewegst du dich denn da am liebsten? Ja, also es geht nicht mal darum, was ich am liebsten habe, sondern mehr, was ich am besten beherrsche. Es ist schon so ein bisschen Instagram, das ist halt so von klein auf. Ich habe auch schon früher so als so 12-Jähriger so Fußball-Seiten, Meme-Seiten gemacht auf Insta und ja, dort schon ein bisschen was gelernt und ja, ich habe das Gefühl, Instagram ist halt schon auch so ein bisschen in meiner Altersgruppe, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, eigentlich am populärsten. TikTok habe ich bis jetzt noch nicht runtergeladen, aber ich habe jetzt das Gefühl, ja, wenn ich auf den Beruf sein will, müsste es vielleicht schon ein bisschen auch im Griff haben. Es kommen recht viele Trends von dort, habe ich das Gefühl. Ja, was sonst spannend finde, ist halt YouTube, aber jetzt selber benutzt, da ist nicht groß, aber holt mir recht viel Inspiration dort raus. Was ich sehr spannend finde, ist Twitter. Ich finde, es ist recht unterschätzt, weil es auch ein bisschen, ja, halt ein bisschen stigmatisiert worden ist, weil es halt Elon Musk ein bisschen vielleicht zu extrem auf Free Speech und so setzt und sich ein bisschen zu fest in den Vordergrund stellt, aber es bietet dann auch recht viel Potenzial, gerade wenn man sich jetzt in irgendeiner Nische, bei mir jetzt zum Beispiel Fußball, wenn ich mich Fußballwissen aneignen will, bin ich auf Twitter am besten informiert. Ja, es ist sehr spannend. LinkedIn ist sicher auch das Thema. Bin jetzt, aber du hast aber auch gefragt, was ich am meisten nutze, und das ist eigentlich schon Instagram, genau. Wie ist es mit Threads? Also du hast ja gesagt, Twitter ist etwas, was du nutzt. Jetzt hat jetzt ja Instagram oder Meta den eigenen, sozusagen, Twitter-Klon rausgebracht mit Threads. Ich bin auch schon ein bisschen drauf herum gewesen und Ja, habe ein paar also Sachen jetzt, gemacht. Und da bin ich, also ich finde es ab und zu noch spannend und ab und zu weiss ich auch nicht, was ich genau da drauf soll. Hast du da vielleicht, hast du ja, vielleicht also ich habe es mir noch uns nicht, unwissende Tipps? hab's noch nicht runtergeladen, aber ich kriege ab und zu Vorschläge und ich habe das Gefühl, dass das Medium mit halt wieder zurück auf Text basiert ist, genau das, was wir vorher besprochen haben. Es ist eine andere Art von Konsumieren. Klar, bei Twitter hast du auch Videos und alles Mögliche inzwischen, da hast du auch Reels, Shorts, wie man dem auch sagt, aber das Grundkonzept halt gerade bei Tweets wäre dann nur, dass wirklich nur Tweets siehst und nur Text, das ist schon auch sehr spannend. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert, wegen dem kann ich es nicht sagen, aber ja, ich finde es jetzt auf Twitter sehr spannend. Vor allem bringt Twitter jetzt dann auch eine AI raus, wo man dann halt recht die ganze Datenbank von ihnen kann durchsuchen und je nachdem, was man herausforschen will, bietet das sicher auch recht viel Potenzial. Aber für mich ist Twitter jetzt mehr ein Recherchetool, ein Informationstool und Instagram jetzt vielleicht mehr als ein bisschen Entertainment. Aber auch ich habe auf Instagram meinen Algorithmus ein bisschen probiert, in eine Richtung zu kriegen, dass es für mich schon auch mehr informativ, inspirierend wirkt, jetzt mehr als Unterhaltung. Also ich habe eigentlich alle Meme-Seiten empfohlen und wenn ich einen Vorschlag kriege, drücke ich immer, interessiert mich nicht. Das gleiche auch bei halbnackten Frauen, drücke ich immer, es interessiert mich nicht. Blöd gesagt. Damit ich das nicht die ganze Zeit kriege. Und ja, ich muss sagen, das ist eigentlich noch sehr spannend, wie gut man seinen Algorithmus trainieren kann. Und ich finde, das sollte man vielleicht sogar auch in Schulen beibringen, weil es kann dann schnell passieren, dass der Algorithmus die im Griff hat und dann kriegst du einfach Vorschläge, was halt willkürlich der Algorithmus, was du halt am meisten anschaust. Und ich finde, da ist ab und zu wichtig, zum einen Schritt zurück machen und das mal mit einer anderen Brille anschauen und vielleicht sich ein bisschen hinterfragen und das Ganze ein bisschen anpassen. Wow, ja. Ja. Hey, sehr spannend. Also das mache ich unbewusst, oder mache ich jetzt auch schon ein Zeitchen, dass ich irgendwie probiere, meinen Algorithmus in dem Sinne im Griff zu haben. Aber ich finde, du hast das jetzt mega schön erklärt und glaube, das ist vielen wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, eben, dass man sieht, der Algorithmus ist nicht einfach der Algorithmus, man kann ja den auch steuern und dass man sich den halt, so wie du es gesagt hast, dass man schaut, dass man selber den Algorithmus im Griff hat und nicht der Algorithmus einem selber. Also, dass man das an der Schule soll lernen, bin ich voll bei dir. Also, das ist so wichtig heutzutage. Also, es gibt ja so den Spruch, oder? Man ist die Person, die Summe von den Personen, die man sich umgibt, oder? Also, man Ja. wird so beeinflusst vom Umfeld, oder? Und irgendwie mit den 5 Personen, wo man am meisten Zeit verbringt, oder so ist man dann. Und in der heutigen digitalen Welt sind die 5 Personen vor allem aber auch im digitalen Raum, oder? Wenn die 5 Genau. Personen halt irgendwie einen schlechten Einfluss auf dich haben, oder dich irgendwie eher eben so in eine Richtung drängen, wo dir vielleicht nicht gut tut, dann ist das natürlich ein ganz anderer, so viel Einfluss auf die Realität, wie
wenn du eben dir vielleicht bewusst irgendwie Leute suchst, Creator suchst, ja, Seiten, wo du das Gefühl hast, mal, die bringen mich weiter, oder? Auf meinem Weg, oder in diesen Zielen, also, die ich habe im Leben. Ja, das ist auch etwas, wo ich von dir ein bisschen, weiss schon früher in die Wiege gelegt gekriegt habe, wo ich als Praktikum angefangen habe, haben wir auch über das so diskutiert, Einfluss von Influencer. Und dort gibt es ja auch gewisse, die ein recht schlechtes Bild haben, wenn ihnen nur schon das Wort kommt. Aber du hast mir wie auch gesagt, hey, man kann als Creator oder als Influencer auch einen positiven Einfluss haben. Es gibt auch ganz viel auf allen Kanälen Leute, die einem so inspirieren, zum rausgehen und seine eigene Geschichte schreiben. Jetzt, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit auch recht viele Vorschläge von so Survival-Typen. Und bin jetzt auch letzte Woche bivakieren draussen und habe jetzt so ein, zwei Videos angewendet von denen, wie man jetzt eine Feuerstelle baut oder einen Shelter baut. Und das war mega spannend gewesen. Also ich glaube, die haben mich wieder auf den Geschmack gebracht, um ein bisschen rauszugehen und zelten, jetzt einfach als Beispiel. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das aktiv seinen Algorithmus anpasst. Ich würde mir auch wünschen, dass von der Plattform aus das mehr kommt, dass man dann mehr kann auswählen, was man haben will, aber das wollen sie halt nicht, weil sie wollen möglichst viel Zeit, dass wir möglichst viel Zeit drauf verbringen. Und das ist bei Twitter spannend. Bei Twitter hat es wie 2 Sparten. Eins ist für dich und dort für dich kriegst du nur Sachen nebst der Werbung, wo du folgst und sonst kriegst du nichts vorgeschlagen. Du kannst wie in dieser Sparte befinden. Ich habe das Gefühl, es könnte vielleicht, es wäre auch für Instagram spannend werden, dass man dort mehr benutzerfreundlicher wird und nicht nur einfach gespammt wird mit dem, wo man halt am meisten schaut. Aber das ist halt selber ein bisschen überlassen. Ja, ich meinte aber auch, dass es dort, glaube ich, schon gewisse Mechanismen gibt, die man einstellen kann, aber sie tun es halt wie nicht so mega offensichtlich irgendwie dir, also die Optionen vorgeben, dass jetzt du da kannst auswählen. Oder sie haben zum Teil sich zeitweise auch, dass du den Feed irgendwie kannst bestimmen, oder? Dass er nicht mehr nach dem Algorithmus kommt, sondern chronologisch und so weiter, so Sachen. So Sachen kannst du machen, genau. Ja, voll. Hey, cool, was auch noch dort wird reinpassen. Wir werden eigentlich alle unsere Gäste ein bisschen fragen, was sind denn so die Kanäle, die Creators, die Leute, wo sie aktuell inspirieren? Oder wir haben vorher von der Kindheit gehabt, was sie vielleicht in der Kindheit inspiriert hat. Ja. Was ist denn so heute so, sind denn so, vielleicht auch gerade so diesen Survival-Kanäle, oder, wo du jetzt wüsstest, du sagst einmal, geht dort mal reinschauen, das ist mega cool. Bringt einem dazu, mehr Zeit in der Natur zu verbringen? Oder gibt's da ein paar, die gerade so von Top of Mind oder einfallen? Ich muss sagen, dass ich über das anbelangt ein bisschen speziell habe. Es wird 3 Kanäle auf Insta. Einer ist privater, dort folge ich noch Leute, die ich kenne. Und jetzt dort finde ich jetzt gerade niemand extrem inspirierend oder so. Dann habe ich einen Kanal. Für deine Freunde meinst du? Ja. Nein, ich lasse niemanden. Nein, ich verstehe das schon. Einer, wo ich also ein bisschen als Content Creator bin. Und dort hat es jetzt eigentlich recht viel. Mir fällt jetzt gerade kein Name an, aber dort habe ich recht viel, wo ich halt irgendwie Tricks und Tipps lernen, jetzt mit dem Videoschnitt-Tutorial oder mit künstlicher Intelligenz oder mit irgendeiner schönen Art und Weise, wie man kann etwas kolorieren kann. Dort fällt mir jetzt aber gerade kein Creator ein. Ja, ich bin mehr im Fußball halt recht drin. Dort würden wir jetzt Schweiz nehmen, einfallen, aber ich weiß nicht, wie sehr die dort die Leute, die uns da zulassen, inspirieren würden. Wegen dem würde ich, glaube ich, dieser Frage ein bisschen ausweichen. Ja. Sonst können wir die Accounts, du kannst ja sehr gerne nach dem Podcast noch kurz schauen und dann tun wir die einfach in die Shownotes, weißt du. Da können wir unten, das haben wir bei der Lina schon gemacht. Ja, das sind auch nicht gerade so auf Anhieb die Namen eingefallen. Ja, aber dass wir da natürlich auch unten... ja, musst du sagen, gell? Ja. Voll. Ja, aber eben, das ist wirklich so genau das, oder? Also, irgendwie, wenn man Social Media nutzt, man kann das wirklich eigentlich sehr gut steuern auch, oder? Den Konsum kann man steuern. Mit was für Inhalt, dass man sich umgibt. Und ich glaube, unbewusst macht man das schon, oder? Es gibt immer auch Zeiten im Leben oder so im Jahr oder so, wo man gewisse Sachen besser vertreibt oder weniger gut vertreibt. Gerade aber auch, wenn man vielleicht konkrete Ziele hat im Leben. Man kann sich so gut inspirieren lassen oder eben bei anderen Leuten, die vielleicht ähnliche Ziele verfolgen und schon weiter sind auf dem Weg, Inspiration und wirklich aber auch Tipps abholen. Darum finde ich wirklich, dass man das soll überlegen. Ich finde auch so eine Herangehensweise, wie du machst mit den verschiedenen Kanälen eigentlich noch recht gut. Ich habe das auch auf YouTube. Unser Insta, also
Melli hat auch noch einen eigenen privaten Insta, wo sie Sachen folgt, aber unser Storyflow, das ist eigentlich der, wo ich dann auf Insta bin, und dort, es ist auch sehr bewusst, also denen, die mir folgen, oder, das sind andere Creators vor allem, Sachen, die uns inspirieren. Es gibt zum Beispiel keinen einzigen Fußball-Account oder Sport-Account, obwohl ich das sonst in meiner, sagen wir, ja, ich bin auch ein grosser Sportfanatiker und verbringe teilweise viel zu viel Zeit mit denen Sport, ja, mit dem einfach Sport zu konsumieren. Ich bin zwar besser geworden in den letzten Jahren, aber ich habe das immer noch so ein bisschen. Und für das habe ich aber so den einen YouTube-Channel, also neben dem Storyflow YouTube-Channel, habe ich dann wie so meinen eigenen Privat, und dort ist einfach so ein bisschen all die Kanäle, wo ich halt dann irgendwie meine Highlights schauen oder irgendwie irgendwelche Diskussionen oder ja, wo ich dort dann auch mal ein bisschen drauf bin, wo ich mir dann irgendwie aber auch bewusst sagen, okay, jetzt darf ich auf dem Kanal unterwegs sein, weil jetzt will ich einfach ein bisschen dummes Zeugs konsumieren sozusagen, und jetzt will ich aber irgendwie etwas Gescheites konsumieren, und dann switche ich auch wieder auf den Storyflow-Kanal, und dort habe ich dann viel mehr die Accounts, wo halt, ja, wirklich einem gut tun. Das ist sicher eine gute Taktik, ja. Ja. Ich bin auch recht also so als so haben. Ja. Als praktischer Ratschlag, ich finde, das kann jeder umsetzen, oder? Probiert das mal aus. Könnt euch dort vielleicht einen zweiten Account zulegen, einen Fun-Account und einen Inspirations-Account, irgendwie so etwas. Genau. Und probiert das mal aus. Man kann den immer wieder löschen. Oder zumindest ab dem eigenen wirklich vielleicht mal durch den Kanal durchgehen, folgt, und die sozusagen go filtern, was man wirklich will sehen und was nicht. Wir sind jetzt dann, ja? Ein kleines Schlusswort, glaube ich. Ich glaube, ein bewusster Konsum ist ja überall wichtig. Jetzt, ob es jetzt mit Essen ist, ob es mit Medien ist. Und ich glaube, ab und zu aus der Vogelperspektive das Ganze anschauen und ein bisschen objektiv bewusst etwas machen, ist nicht schlecht. Und das wäre, glaube ich, ein guter Tipp für den Schluss, wie du gerade gesagt hast. Sehr cool. Ja. Sehr cooles Schlusswort. Wir sind jetzt also bei einer Stunde, genau, ziemlich aufs Loch, eine Stunde von unserem Podcast, auch sehr cool. Ich finde, das ist wirklich für mich auch eine coole Länge. Mal schauen, ob dann wirklich jeder Podcast so lang wird. Mir macht Spass, wir können die Zeit geben, um auch mit jemandem wie dir, den ich jetzt schon so lange kenne, und wir haben ja viel miteinander zu tun, aber einfach mal in so einem Rahmen mich können zu unterhalten, mal ein bisschen nachbohren, ein bisschen Fragen stellen. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich hätte noch eine letzte Frage, weil das finde ich jetzt gerade für uns im Team auch spannend. Die habe ich den Link gestellt, die wollte ich dir stellen, und die stelle ich dir sicher auch noch am Roger. Ja. Wenn du dir jetzt könntest vorstellen, bei uns bei Storyflow, du hättest freie Wahl, irgendein Projekt umzusetzen oder irgendeine Geschichte zu erzählen. Gäbe es da etwas, gibt es da irgendetwas, wo du denkst, hey mal, das hat mich schon lange interessiert und das wäre mega cool, irgendwie umzusetzen oder irgendwie dieser Geschichte nachzugehen? Ich habe keine spezifische Geschichte im Kopf, aber vielleicht so eine Sparte, wo ich das Gefühl habe, das haben wir ja auch schon miteinander beredet, so quasi etwas, was man könnte anbieten oder auf etwas, wo man vielleicht auch irgendwie einen Fokus könnte setzen. Jetzt habe ich schon das Gefühl, also mir gibst du mir auch recht, so, dass wir uns im AI wie einfach weiterbilden und vielleicht das auswählen mal ein Angebot kann sein, wo wir geben, quasi, dass wir Unternehmen unterstützen bei AI-Fragen. Das habe ich das Gefühl, wäre sicher eine spannende Geschichte, weil die wird kommen, habe ich das Gefühl. Und das wäre sicher cool, wenn wir aufgestellt sind. Und sonst bin ich Geschichten wie immer dabei. Wäre natürlich wieder cool, um zusammen wieder mal eine Reise so machen. Das wäre sicher eine tolle Geschichte auch. Und sonst bin ich gespannt, was wir für Geschichten schreiben. Ich habe das Gefühl, es wird sicher nicht langweilig bei uns. Da glaube ich sicher auch nicht. Hey, Sammy, mega, mega cool. Haben wir uns die Zeit können nehmen. Danke vielmals, bist du dabei gewesen. Und ja, für alle, die zulassen, könnt unbedingt auch beim Sammy auf seinem Kanal vorbeischauen. Wir tun die auch unten in die Shownotes. Einerseits eben hast du den samuelschindler.ch, ich glaube, den Content Creator Instagram-Kanal. Da kommt auch überall wieder mehr. Genau. Und auch auf Velo Chur natürlich, wer ein Velo braucht, geht mit Sammy schauen. Er macht wirklich coole Sachen. Komme dann vielleicht auch mal noch drauf zurück, wenn ich irgendwie noch ein anderes Velo brauche. Und ja, dann würde ich sagen, hey, ich freue mich drauf, wenn wir es vielleicht zu einer anderen Gelegenheit auch mal machen. Ich glaube, dort wäre es cool, ab und zu mal so ein kleines Check-in zu machen. Vielleicht auch mal mit dem ganzen Team, oder wo wir uns zu gewissen Themen, wie zum Beispiel KI oder was auch immer, auch mal in der Gruppe können unterhalten. Perfekt. Ja, machen's gut. Danke für die Einladung. Ja.
So, also, Ciao. danke vielmals, macht's gut und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss zusammen.